Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Alaf, ihr Jecken, noch dreimal schlafen und dann ist endlich wieder 11.11. und die neue Session geht endlich wieder los. Und hier bei mir sitzt wie immer der Uli, unser großer Fastelovens-Juro und unser Funkenflüsterer. Herzlich willkommen ob der Bühne. Mir gegenüber sitzt der Kapitänleutnant zur See Frank, der einzigartige Mann, der jedes Bötchen in Köln steuern darf. Damit ihr bereit seid für den 11.11. und Fastelovensleder lauthals mitsingen könnt und vor allem auch die Geschichte eines wahren Karnevalsklassikers kennt, sprechen wir heute über welches Lied, Leven Uli? Über den wunderschönen Klassiker Heidewitzka, Herr Kapitän und das Müllemer Bötche von Karl Berbür. Das ist einer von diesen unkaputtbaren kölschen Klassikern, der eigentlich jetzt auch am 11.11. mindestens 10-mal am Abend in jeder Kneipe laufen sollte. Das ist nämlich auch ehrlich gesagt ein sehr schönes Lied. Also Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllemer Bötche fahren wir so jähn. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Stähne funkele. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllemer Bötche fahren wir so jähn. Wenn man jetzt meint, da ging es eigentlich nur um irgendwie so ein bisschen Bötchen fahren, ist das falsch. Es wird zwar ein klassischer Ausflug von Köln-Mülheim, da startet das Müllemer Bötche, zum Drachenfels beschrieben, aber dabei geht es schon ganz schön rund. Ja, da wird ordentlich gefeiert und getrunken, versteht sich von selbst, sind ja auch Kölsche. Immerhin ist der Schmitz ad jetzt so voll wie ein Spritz, also schon so betrunken wie eine Spritze. Als dann auch noch eine Sturm mit Windstärke 11 aufkommt, wird selbst die Frau Dotz, die mit einem Walfisch-Format davon seekrank. Das ist Bodyshaming, das dürfen wir nicht übersetzen. So, aber das eigentliche Wichtige ist der Refrain. Denn da kommt ein Wort drin vor, was, sag ich mal, etwas merkwürdig ist, und zwar Heidewitzka. Und dieser Refrain ist von besonderer Bedeutung. Dazu muss man wissen, dass Berbür das Lied 36 veröffentlicht hat. Und dann bekommt Heidewitzka auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Nämlich als Verhöhnung des nationalsozialistischen Heil-Hitler-Grußes. Es könnte aber auch die Bedeutung haben, los geht's oder Hei wieder Blitz. Jetzt habe ich in den Tiefen des Internets einen Text der Akademie der Kölschen Sprach gefunden von dem Autor Franz Firler. Der macht da eine ganz andere Welt auf. Der sagt nämlich, Heidewitzka ist eine Zusammensetzung des Begriffes Heide, also nicht getauft, und dem Familiennamen Witzka. Also, dass der besagte Kapitän des Müllemer Bötchens Witzka hieß und wir Kölschen ja eine Vorliebe für Spitznamen haben und aufgrund seiner Konfessionslosigkeit er dann zu Heide Witzka wurde. Hast du das schon mal gehört? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, den Link. Ich bin Jans von der Sörg. Den Link tun wir in die Shownotes. Den Link packen wir in die Shownotes. Falls jemand da irgendwie noch was zu beitragen kann, meldet euch gerne. Ich bin da ehrlicherweise, um den Herrn Förler jetzt nicht zu nahe zu treten, etwas skeptisch. Ja, aber... Ja. Ein anderer Punkt ist aber, in dem Refrain lautet es ja auch, man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Stähne funkele. Und ich habe mal in einer anderen Quelle gelesen, dass das deswegen wäre, weil das um die Brand- und Leuchtbomben ging, die abgeschmissen worden sind. Was totaler Schwachsinn ist, um das mal ganz deutlich zu sagen, das kann unmöglich von Karl Berbür gemeint worden sein, weil das Lied ist 36 in dem Text veröffentlicht worden und da fielen noch keine Brandbomben. Das ging tatsächlich erst 39 im Krieg los. Also das stimmt schon mal definitiv nicht. Ob das jetzt stimmt mit dem Heiden, der Witzka hieß, ich habe eine gewisse Skepsis. Ja, aber wir packen den Link in die Shownotes. Aber gab es das Müllemer Bötchen denn überhaupt? Ist das auch Quatsch? Tatsächlich, das Müllemer Bötchen, gab es tatsächlich. Es gab eine Fähre zwischen dem damals noch eigenständigen Mülheim und dem linksrheinischen Gölle.
Und erst 1929 gab es die Mülheimer Schiffbrücke. Schiffbrücke übrigens, das ist eine Brücke, die liegt auf dem Wasser und da sind ganz viele Nachen, die sind dann verbunden mit entsprechenden Planken und dann kann man da drüber und wenn dann ein Schiff kommt, sind dann 4 Nachen in der Mitte, die haben dann einen Motor, die werden zur Seite gefahren, das Schiff kann durchfahren und dann wird die Schiffbrücke wieder zugemacht. Kleiner Schönheitsfehler, als die Mülheimer Schiffbrücke 1929 eröffnet worden ist, hat die genau 2 Stunden Betriebszeit gehabt und dann ist ein Schiff vollkommen reingesemmelt in diese Brücke. Dann musste die erstmal repariert werden. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach so, kennst du eigentlich den holländischen Schlagersänger Willy Derby? Willy Derby ist der Bruder von Heide Witzka, nehme ich an. Also entfernter Cousin vielleicht. Also der hat annähernd gleichzeitig im Jahr 1930 eine Coverversion dieses Liedes rausgebracht. Und das ist kein Scheiß, das kann man sich bei YouTube anrufen. Da geht es ein bisschen um was anderes, da geht es um den schnell wachsenden Automobilverkehr, aber der singt in seinem Refrain und alle Holländer oder Niederländer, bitte, entschuldigen Sie bitte, Heide Witzka, verrückt, gib Gas, dat oude Getreusel kommt nicht mehr te Pass. Geen Afstand ist vandaag een Hindernis, als man Benzin het ist Tanke is. Heide Witzka, verrückt, gib Gas, dat oude Getreusel kommt nicht mehr te Pass. Und das Gute ist, da unser überbezahlter Tontechniker natürlich vollkommen des Niederländischen mächtig ist, wird er es jetzt gerne übersetzen für uns. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann das auch nicht so wirklich übersetzen, aber es hat auf jeden Fall was mit Autos und Hindernis und wie auch immer. Wir werden mal einen echten Niederländer anfragen. Oder sagen wir mal so, Karl Berbühr ist ja, wenn einer die alten Folgen nochmal hören möchte, hat er ja auch ein Lied geschrieben, das Trizonesien-Lied. Das war damals die Eingeborenen von Trizonesien. Das war damals die inoffizielle Nationalhymne Deutschlands. So, und jetzt haltet euch fest. Der Uli wird euch jetzt aufklären. Das ist wirklich eine coole Geschichte. 1949, die Bundesrepublik war bereits gegründet, aber wir hatten noch keine Nationalhymne. Das war damals noch nicht opportun. Das Lied der Deutschen war verständlicherweise ein bisschen verbrannt und die Frage war, was kann man spielen? Und so ist Adenauer nach Chicago gereist. Also Adenauer, Köln-Bonn in das Flugzeug rein, wahrscheinlich zwischendurch noch zweimal irgendwo gelandet, nehme ich an. Nonstop haben die nicht geschafft. Dann landet der in Chicago auf dem Flughafen. Normalerweise rollt das Flugzeug dann zum roten Teppich, dann wird die Tür aufgemacht, unten links steht die Kapelle und die spielt die Nationalhymne. So auch beim Adenauer. Das Flugzeug rollt bis zum roten Teppich, die Leiter wird rangerollt, die Kapelle steht da unten, der Adenauer kommt gemessenen Schrittes diese Leiter runter und diese Kapelle intoniert voller Inbrunst, Heide Witzka, Herr Kapitän, mit Möllemer Bötsche fahre mir so jähn. Und das Gesicht vom Adenauer, das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Ja, aber mit anderen Worten ist Karl Berbühr der einzige Songschreiber, der sicherlich 2 Nationalhymnen für Deutschland geschrieben hat. Kann man das so festhalten? Und beide ehrlicherweise nicht schlechter als die aktuelle Hymne, ne? Muss man auch sagen. Ne? Ansonsten gibt es über das Wort Heide Witzka jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen. Es gibt ein Heide Witzka Techno Festival in Thüringen. Es gibt Moins Heide Witzka Limo, das ist Zitrone Ingwer. Und es gibt einen katholischen Geistlichen und Komponisten aus dem, ich glaube, Kardinal oder so ähnlich im Augsburger Dom. Karl Bonaventura Witzka. Mehr habe ich nicht gefunden. Okay, reicht doch. Reicht und auch. Den Heide Witzka Kapitän, was ich immer nicht glaube. Ja. Eine letzte Frage bleibt noch. Wenn wir heute den Karl Berbühr besuchen wollen, wo müssen wir da hin? In die Südstadt. Oh, sehr gute Antwort, die habe ich gar nicht. Ja. Also tatsächlich hat er recht, der Karl-Berbühr-Platz, da steht das Narrenschiff und da ist der Karl Berbühr drauf. Wenn wir ihn also eher persönlich besuchen wollten, wo müssen wir denn da hin? Ich denke mal auf irgendeinen Friedhof. Auf den Südfriedhof. Auf den Südfriedhof. Jans-Hinge-Wegeros Richtung Indianersiedlung ist das Grab vom Karl Berbühr. Und wer einmal mitgehen will, das angucken will, kann gerne bei einem von meinen Touren über den Südfriedhof mitkommen. Wir besuchen dann auch den Karl Berbühr und liebe Friedhofsverwaltung, hört mal weg. Ich spiele tatsächlich dann noch 2, 3 Lieder, obwohl ich es eigentlich gar nicht darf. Aber ich mache das einfach. Ja, würde ich auch machen. Ja, aber verratet ihr ja nicht weiter jetzt hier, ne? So, jetzt, wie kommen wir mal jetzt vom Südfriedhof zum 11.11.? Das liegt doch ganz nah, das ist so fast so laufend. Also, Lev Jecke, viel Spaß in Dreidorch.
trinkt Lass es krachen und geht mal schön zum Karl-Berbür auf dem Karl-Berbür-Platz. Da ist auch eine sehr schöne Kneipe am Brunnen, da kann man Reisdorf-Kölsch trinken. Ist wunderschön, geht da ruhig mal hin, singt drei Berbür-Lieder voller Innenbrunst, denkt an uns und feiert eine richtig schöne Fasseloven. Und vor allen Dingen wünschen wir dem neuen Dreigestirn der Stadtgarde Ahoi namens... Das sind nämlich die drei Jungens, der designierte Prinz René I., der designierte Bur Michael und die designierte Jungfrau Marlies. Deswegen Marlies, weil da geht's um Marie-Louise Nikuta und der Name ist eine Referenz an sie, was ich herrlich finde. Ne? Ja, also wie gesagt, wir wünschen denen alles Jode für die Session, viel Spaß an der Freude und madet Jod. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.